So, grüß dich zurück bei No Man's Sky. Wie du siehst, wir sind jetzt an einer kleinen anderen Position. Ich habe mir zwischendrin einmal kurzzeitig erlaubt, ein bisschen was zu farmen, raufzufliegen in die Raumstation und jetzt finde ich die alte Position nicht mehr. Das soll uns jetzt aber nicht davon anhalten. Wir werden jetzt noch eine Runde weiterfliegen, schauen, vielleicht finden wir die Stelle wieder. Was man jetzt auf die Schnelle nicht vorstellen kann. Aber der Rest wird sich schon ergeben. Wurscht. Wir werden uns jetzt in dieser Episode mit dem Signal des Fremden beschäftigen. Und zwar, schau her. Wir werden also da irgendwo landen. Wie in London. Haben wir London. Ja. Gefährliche Flora und Fauna ist Einordnung. Oh, vergrabene Mineralienformation, beschädigte Archinerie. Was haben wir da? Frachtabwurf, das ist auch interessant, ja. Da ist, markieren wir uns gleich. So. Wir benötigen dich. Dann müssen wir hergehen. Da ein bisschen Kohlenstoff einer. Irgendwo habe ich Kupfer, genau. Und Start. So, das lassen wir so ein paar Sekunden noch durchlaufen. Was? Stopp! Chromatisches Metall. Suche nach hinten. Warte mal, jetzt müssen wir mal ins Questbuch schauen. Blitzwerfer. Okay, das müssen wir auch noch machen. Da. Suche nach Hinweisen über Artemis. Die Antwort könnte in den Sternen warten. Hören wir mal mit. Aber vorerst nehmen wir da wieder eine kleine Unit-Quelle mit. So. Leuchtendes Mineral. Und was kriegen wir? Analysieren. Oh. Geodesit 150.000. Jawohl, ja. Bei nächstbester Gelegenheit werden wir, genau, bei nächstbester Gelegenheit werden wir diese verkaufen. Steigen wir mal ein in den Flieger und dann wirsteln wir da wieder zurück in die Sterne. Schau nur gerade, warte mal, Gold haben wir im Exo-Anzug ein bisschen ans. Ist auch wieder ein bisschen Unit-Quelle, genau. Gut, los geht's. Eingehende Nachricht. Artemis-Entität. Wir haben dein Signal empfangen. Ist es ersteres? Ist es letzteres? Zeit für die Wahrheit. Du verfügst über das Signal, aber du bist nicht die Artemis-Entität. Die Wahrheit sagen. Dein Signal ist Nada bekannt. Wir haben schon einmal Kontakt aufgenommen, glaube ich. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um an Bord zu kommen, oder? Damit wir dich standesgemäß willkommen heißen können. Ja, wir reisen heute in die Anomalie. Falls du jetzt nicht alle Punkte dieser Story mitgekriegt hast, wirst, wenn du das Spiel dann selber spielen wirst,
was ich da empfehlen kann, weil es relativ umfangreich ist und die Geschichte, die dahinter erzählt wird, ganz was Eigenes ist. Ich kann dir das Spiel nur herzlichst empfehlen. Also wirklich, wärmstens sogar. Machen wir das gleich? Ja, die Episode dauert erst 5 Minuten. Das machen wir gleich. Wir reisen heute in die Anomalie. Hä? Toll. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das ist das Social Space. Ich bin normalerweise kein Freund von so einem Schatz. Brauchst du mir nicht glauben, gell? Warte mal ganz kurz. Artemis, die Weltraumanomalie untersuchen. Ja. Anleitungen. Einstellungen. Netzwerk. Multiplayer. Deaktiviert. Sprachchat deaktiviert. PvP niemand. Ich glaube, das reicht, oder? Normal schon. Sehr gut, so wird es. Ich will euch ja da ein bisschen ein Singleplayer-Erlebnis geben. Und da ist mir das ein bisschen zu blöd, muss ich schon sagen. Ich bin kein Multiplayer-Spieler, es tut mir echt leid. Ja, das ist der Social Space halt. Das kann man so formulieren, ja. Ich war gar nicht gewusst, dass so viele Leute Multiplayer-mäßig da unterwegs sind. Aber ist egal. Wir schauen mal zu den geilen Hundling. Quecksilbersynthesebegleiter. Exotische Gegenstände aus Quecksilber herstellen. Sammle Expeditionsbelohnungen ein. Okay. An alles kann ich mir jetzt auch noch mal erinnern, gell? Diese da, die werden wir jetzt brauchen. Weil wir gehen jetzt teuer einkaufen. Die Entität wartet da hinten auf uns, aber vorerst gibt's da so wundergeile Sachen, die du machen kannst. Schauen wir mal. Iteration Helios. Ah, junger Reisender, du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse sie so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit deiner alten Seele und teilst ein paar deiner Abenteuer mit mir. Ich sehne mich nach Blumen und anderen Pflanzen. Hast du irgendwelche Daten? Daten geben Flora. Vielen Dank, Kleiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Es ist nicht viel, gell? Ah, überhaupt nicht. Also sehr bescheiden. Da kannst du dann später einkaufen für deine Schiffe und etc. und was weiß der Kuckuck. Schauen wir da zu den zwei Herrschaften. Hey, ein Gremlin. Der Hesperos. Wir sagen mal zum Gremlin Servus. Grüße. Das scharfsichtige Wesen starrt mich an, ohne zu blinzeln. Es nennt mir seinen Namen, Hesperos. Spricht jedoch so schnell, als würde ihn diese Vorstellung verärgern. Es konzentriert sich auf mich. Sag mir, Fremder, wer bist du genau? Ein Wanderer? Ein Reisender? Weißt du was? Wir sind ein Wanderer. Hesperos atmet hörbar aus. Vielleicht bist du dem Ruf noch nicht gefolgt. Irgendwann wird er jedoch unwiderstehlich. Du fängst an, ihn in deinen Träumen zu hören, in deinem Herzschlag, selbst danach. Die anderen Lebensformen neben Hesperos macht eine plötzliche Bewegung.
Hesperos räuspert sich. Ich glaube, wir beschreiten parallele Wege, du und ich. Und dennoch haben wir uns unmöglicherweise getroffen. Lass das nicht unser einziges Treffen bleiben. Ja. Ja, zu einem Gremlin komme ich immer gern zurück. Der Jiminy. Der Gemini. Hallo, kennen wir uns? Ich glaube nicht. Ich bin Gemini, das ist Hesperos. Nach Gemini fragen. Ich verweile hier nur ein bisschen. Polo und Nada sind sehr nett zu ihren Freunden. Gemini blickt mit nachdenklichen goldenen Augen auf das Wesen neben sich. Wäre Hesperos nicht gewesen, würde ich da draußen wohl noch immer allein von Welt zu Welt treiben. Ganze Galaxien bereit zur Entdeckung und niemand, mit dem ich sie teilen könnte. Ich habe bei niemandem je aufrichtige Gesellschaft gefunden. Selbst die Gag, die immerzu von Freundschaft reden, trachten alle nach etwas. Hesperos ist anders, er ist wie ein wahrer Gefährte. Es war mir eine Freude, dich zu treffen. Sag Hallo, wenn du wieder vorbeikommst. Wir werden höchstwahrscheinlich genau hier sein. Ja, das hoffe ich, aber sonst war es ja scheiße, wenn es wieder woanders zwart. Und da der ich ja nicht finden. Wenn du ein Kurzzeitgedächtnis hast wie ich, ist Kontinuität und Stabilität wichtig. Haha. Wer bist du, der Kronos? Und? Steh nicht einfach so rum. Sehe ich etwa so aus, als hätte ich zu viel Zeit? Zeig mir, was du dabei hast. Weggehen. Die Lebensform riecht an mir und versucht, die Gegenstände in meinem Rucksack zu erschnüffeln. Ja, kleiner Geruchsfetischist. Ja. Wer bist du? Ares. Oh. Der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet selbst. Ich werde helfen. Ein Tausch, Fortschritt für Fortschritt. Oder vielleicht Reichtum, Erfahrung oder Materialien. Beides wäre möglich. Heute lebende Perlen, Meilensteindaten übertragen. Du hast viel gesehen, aber du verstehst auch, das weiß ich nicht. Was? Aber du verstehst es auch. Das weiß ich nicht. Bitte nimm das. Ja, wir können fette Eck haben. Warte mal kurz. Jetzt schauen wir mal da. Raumschiff Upgrades da. Upgrades. Was gibt's denn? Blutsperrmodul. Aha. Exofahrzeug, Kanonen, Plasma, Humboldt, Antriebsmodul. U-Boot, okay. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Minotaurus, das ist glaube ich auch ein Exofahrzeug. Nur mal schauen. Das schauen wir uns anders mal an. Und zwar, mich würde es jetzt ehrlich gesagt, woanders hin begeben. Sage da. Also wir gehen einmal zur Entität. Nada. Ich bin Priester Entität Nada, andersartiger Korvax. Willkommen zu unserer Anomalie. Unser Zuhause ist doch schön, oder? Polo hat es selbst gestaltet. Eine perfekte Blase, die uns von den Wächtern und den rachsüchtigen Korvax abschirmt. Nada sieht die Zeit kommen und gehen. Nach Artemis fragen. Eine reisender Entität. Kennst du sie vielleicht? Ich kenne ihre Nummer nicht. Nada macht sich nichts daraus, Iterationen als Nummern anzusehen. Sie sind für uns verloren. Sehr unwahrscheinlich. Die Wächter haben unsere Anomalie nicht bemerkt, aber der Anomalie sollte nichts entgehen. Der Korvax beobachtet mich. Die Haltung seiner Metallhülle hat etwas Organisches an sich und strahlt eine gewisse Ruhe aus. Nach Nada fragen. Nada erwachte mit dem Tod von Korvax Primus. Okay, Optimus Prime ist auch dabei. Er konnte nicht verstehen, warum solche Dinge passieren, warum wir alleine sind. Jetzt bin ich andersartig. Die Konvergenz sieht nicht, was ich sehe. Nada ist nicht mehr allein. Nada hat Polo-Freund. Jetzt viele andere Freunde besuchen. Unsere Konvergenz ist klein, aber Nada ist glücklich. In Nadas Hülle pulsiert schwaches Licht. Irgendetwas daran wirkt vertraut.
Nach Polo fragen. Polo-Freund hat Nada gefunden, hat mein Signal gefunden. Nada ist in Sicherheit. Nada sucht jetzt nach anderen Signalen, damit andere in Sicherheit sind. Also im Prinzip ist das eine Raumstation, wo du die halt in Sicherheit wiegen kannst, ne? Nach dieser Raumstation fragen. Unsere Anomalie ist frei, unabhängig davon, was draußen vor sich geht. Sie nutzt ihre Freiheit wie Nada, um zu beobachten und zu suchen. Die Wächter der Atlas, sie machen sich nichts aus diesem Ort. Ich spüre ihre Blicke, sie jagen uns. Nada beobachtet mich und analysiert meine Reaktionen, während die Entität spricht. Weggehen. Sprich mit Polo, Freund, Reisender. Vielleicht weiß er mehr über den verschollenen Artemis. Er nimmt Dinge klarer wahr als Nada. Ja, darum hast du ja Nada, weil er nix sieht und nix merkt. Autsch. Der war grottig. Was ist denn das? Geiles Spielzeug. Das konnte die PlayStation 300 Millionen sein. Spezialist Polo. VW Polo, ha? Freunde findet man überall, man muss nur wissen, wo man sucht. Freunde in allen Formen, in allen Größen und in allen Umgebungen. Ja, die Kakerlaken kennen auch deine Freunde, wenn sie nicht zusammenrammst daheim. Artemis Freund. Du bist, wie sie sein sollten, das erscheint unmöglich, aber alles ist möglich. So ist das Universum nun mal. Wir werden ihn finden, daran besteht kein Zweifel. Es gibt immer ein Signal oder eine Spur. Fragen, wie? Unsere Heimat wird sich darum kümmern. Wenn du gehst, wirst du nicht mehr dort sein, wo du warst. Du wirst einen Schritt näher sein. Ja klar, wenn ich von da weggehe, bin ich nicht mehr dort, wo ich war, ne? Oder vielleicht auch nicht. Eine Entdeckungsreise ist aufregend, nicht wahr? Vielleicht solltest du etwas Zeit mit anderen Freunden verbringen, bevor du gehst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Ja klar, und im PvP zerstören du dann die Basis, ne? Da wirst du nervös da herin. Ich glaube, wir müssen da oben, genau. Und da können wir jetzt den Anitz ausgeben. Ui, das wird eine Freude. Ah. Da hat's ja, wo ist denn der Raum? Warte mal. Lass mich nachdenken. Da hat's einen Raum gegeben, warte mal kurz. Was hat denn er? Der Helios, genau. Coole Birne. Ah, junger Reisender. Du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide, ja, bla bla. Vielleicht hast du etwas Mitleid. Daten geben, Planeten. Vielen Dank, Kleiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Du wiederholst die, Alter. Besuche einen Technologieforscher wie Selene. Forscher erstellen neue Baupläne aus Nanit. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Genau, da ist der Laden. Cool. Also, wir können jetzt einkaufen, bis uns der Schlüpper blüht. Da, Exofahrzeuge, die haben wir noch nicht. Was ist da? Syntheselabor. Neues Produktrezept lernen. Oh, ja, bist du deppert. Aber du siehst ja, wie das Arschsteier ist, gell? Also, da müssen wir noch tausende Nanits. Ah, schau. Das lernen wir. Und ich hätte gesagt, wir lernen kleinen V2 auch dazu, ha? Was hältst du davon? Coole Sache, Baby. Komponenten, wertvolle Produkte. Schmiermittel. Ja, das werden wir mal lernen, wenn es dann soweit ist. Was ist das? Hydrothermale Treibstoffzelle. Instabiles Plasma. Was braucht man das? Also für einen Plasmawerfer, okay. Quantencomputer. Eine äußerst schnelle moderne Verarbeitungseinheit erlaubt die Echtzeitkalkulation von ansonsten unmöglich zu lösenden Berechnungen. Nein, das ist mir schon zu hoch. Ah, da haben wir Multiwerkzeugverarschung. Cool. Ja, Multiwerkzeuge machen sie besser. Ja, bitte. Optischer Bohrer, was kann der?
Hauchdünne Linsen werden auf einer kalibrierten Matrix angeordnet, um den Minenlaser auf atomarer Ebene zu bündeln. Hurcht sehr interessant da. Blutspeer. Also was, wir lassen es dabei einmal da. Mich interessiert was anderes. Mich interessiert jetzt momentan eher was fürs Raumschiff. Da kannst du Gebäude, Konstruktionsforschungsstation. Technologiemodule, bitte, da haben wir's. Jetzt interessiert mich nur... Transportmodule. Ah! Wasserkonstruktionen, Motivdesigns, Poster, dekorative Module, du siehst ja, was da alles gibt. Du kannst da mittlerweile, ja, was soll ich das sagen? Beleuchtung. Wandschalter, Mineralien, Extraktor. Okay. Ja, das werden wir auch noch alles machen. Alter. Steinwand. Sehr gut. Jetzt können wir unsere Basis suchen und eine aufbauen. Weil gerade die Lagerbehälter sind interessant für die Basis. So, ich glaube, mit 5 werden wir auskommen. Passt. Wer bist du? Was kannst du? Raumschiff. Das ist noch interessanter. Der Hyperion. Oh oh, Mass Effect Andromeda. Wir werden ausstürzen. Fliegen wir zusammen, mein Werk soll sich auf deinen Flügeln in den Himmel erheben. Ja, bitteschön, Meister der Pudelmütze. Jetzt schaue ich nur grad. Konfliktscanner. Nehmen wir mit. Oh Gott, Kampfläufergehirn, scheiße. Ja, da werden Fehler gemacht jetzt. Cadmium. Oh. Cadmium-Antrieb. Emerald-Antrieb. Nehmen wir mit. Cadmium-Kabelbäume. Das kriegen wir auch noch irgendwo her. Und Iridium. Mit dem können wir noch weiterreisen. Das finde ich geil. Jetzt braucht man dann nur ein Schiff, was dementsprechend geil ist. Was ist das? Ablative Panzerung. Signifikant. Ich probier's. Instabilitätsantrieb. Ich meine, dabei hat unser Schifferl eh schon genug. Ich meine, genug. Einiges. Nennen wir es einmal so. Ja. Das ist die berühmte Anomalie. Genau. Warte mal kurz. Cognac. Oh. Sauf man Cognac, du geile Sau. Aus. Tauschen. Sicher.
Multiwerkzeug. Klasse C. Können wir alles noch installieren. Voll geil. Aber, Bala. Bist du Bala? Ich halt noch zu Alibaba. So, wer bist du? Ah, das ist auch irgendein so ein Hansch da herum. Ey, Skeletor, der Merkur. Musst aufpassen. Hast du je vor einem Portal gestanden, Fremder? Hast du gefühlt, wie es das Leben aus deiner Haut saugt, wie deine Brust zu brennen beginnt, wenn seine Kraft das Dasein dahinschmelzt? Sagen, dass du es erlebt hast. Der Reisende kneift die Augen zusammen, starrt mich an, beurteilt meine Behauptung. Nachdem er nach einem Augenblick nickt er. In seinem Gesicht ist Respekt zu erkennen. Ich stand vor dem Portal des Solid Prime. Habe die Schwelle jedoch nicht überschritten. Ich habe meine Hand ausgestreckt, nur eine Fingerspitze hat den Durchgang berührt. Im nächsten Augenblick bin ich an Bord der Anomalie aufgewacht. Ich war transformiert. Ja, Transformer heute, das ist der Worten. Der Durchgang hier verfügt nicht über die Kraft der uralten Monolithe. Obgleich er Aspekte ihres Netzwerks aufweist, benutze ihn nach Belieben. Respektvoll nicken. Merkur erwidert mein Nicken. In dieser einfachen Geste liegt viel Verständnis. Lässigen Grinser, oder? Also eine kleine Grinsebacke. Geile. Gut, wir gehen jetzt zum Schiff. Werden speichern. Warte mal, was hat er denn jetzt da als Mission ausgehört? 17 Plätze. Vulkanisch. Das hat sogar in die 60er schon der Captain Spock, der Spock gehabt. Genau. Was wird's bei ihm schon wieder? Spiel, du willst mir ein bisschen verarschen, oder? Na, wir werden es jetzt so machen. Jetzt hast du die Anomalie gesehen. Was du dann später draus machst, das weiß ich nicht, gell? Wir werden eh immer wieder zurückkehren, wenn wir dann wieder genug Sachen beieinander haben. Wir werden es da speichern. Und dann geht's zurück in die weite Welt. Beziehungsweise in weitere Galaxien und weitere Abenteuer, die mir noch bestehen müssen. Daher jetzt rammen wir da mal ein bisschen zusammen, das gefällt mir uns. Siehst du, was ich da alles mit habe? Lauter Schaß. Lauter Schaß, den keiner braucht jetzt. Die Wasserstoffgelee, das da wir daher. Das da wir daher. Darum ist es gut, dass ich jetzt da die Dings gelernt habe. Das brauchen wir nämlich später auch noch. Aber wenn ich jetzt so wisst, für was. Genau, für die eine Mission, genau. Gut. Ich wünsche dir was, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei No Man's Sky. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Baba dabei.